10 Minuten. Merci, Herr Präsident, merci der Damen und die Herren, alle guten den Intervenanten für die animierte Diskussion, wo ich natürlich für engem sein Standpunkt respektieren. Etwas werde ich nicht teilen, und ich so das ganz am Anfang von der Arithmetik zur Summe gezählt habe, dürfte das Projekt hoffentlich, Herr No, mit 40 von 60 Volksvertretern aufgestimmt gehen. Das ist mehr wie 2/3 oder 2/3 von den Leuten, die hier an der Chamber sitzen, dass dieses Projekt nicht undiskutiert bleibt. Das war mir bewusst von Anfang an. Ich will aber an der richtigen Kader sitzen. Also ein Projekt, das für mich persönlich, so eine Datei an der Öffentlichkeit, indispensabel ist, für kurz- und mittelfristig Finanzplätze zu stärken. Guck mal, wenn 7.600 Millionen, Milliarden, 7,6 Trillionen Suen zu Lützeburg an einer Fondsindustrie sind. Ja, die kommen nicht wegen der Musel, mit allem Respekt, die kommen nicht wegen seinem Wein, wegen seines Bier, und sie kommen noch nicht wegen dem AC. Also muss man irgendetwas haben, was das Land attraktiv macht, an Fondsplatz attraktiv macht. Und das ist eben ein Regelwerk, das an den 80er Jahren umgegangen ist, das konsequent weitergeführt ging, aber das auch mit einem Gesetzesprojekt wie den Hai weiter gestärkt wird. Dieses Gesetzesprojekt, den ist ja auch nicht neu. Mit diesem Gesetzesprojekt, der präzisiert ein Regime, das schon besteht, eine Rechtssicherheit, und er macht es ja mehr attraktiv. Und dieses Gesetzesprojekt, die Damen und die Herren, die sitzt eigentlich etwas was auch eine freie Regierung, und da wird CSV nicht dran vertruden, sich auf die Wendel geschrieben hat, nämlich am Regierungsprogramm 2018 bis 2023. Und was steht da dran? Le gouvernement évaluera le régime existant du carried interest pour déterminer si des améliorations seront nécessaires le cas échéant dans le but d'attirer, au-delà de la domiciliation et de l'administration des fonds, également la partie front office de la chaîne de valeur. Also, das wird eine Regierung sich auf die Fendel geschrieben hat, 2018, das sitzt eine Regierung aus CSV und DP 2025 Dass sie mir das umsetzen, das feiert auch nicht zu Ungerechtigkeiten. Wir sitzen nicht weil wir einen Sektor stärken, den aber 1,36 Milliarden Euro letztes Jahr lang über Taxabonnement gebucht wird. 1,36 Milliarden Euro. Es ist ein Sektor, der Finanzsektor, den 25% von unserem Bruttoinlandsprodukt schafft. Das ist ein Sektor, die Damen und die Herren, wo 75% von den Steueraufkommen von den Betrieben über die Finanzplätze bezahlt gehen. Und das viel von Arbeitsplätzen geschwärzt gehen. Ja, der Finanzsektor, das sind 73.000 Arbeitsplätze, die Damen und die Herren, und kommen dann nach 73.000 sekundäre Arbeitsplätze rundherum am Oreska an andere Branchen extra dazu. Dann wird gesagt, dass hier ein Zeichen für Steuerungerechtigkeit. Steuerungerechtigkeit besteht, weil Leute, die an derselben Situation sind, unterschiedlich besteuert gehen. Was ist das hier? Hier sind Leute, Fondsmanager, und die Leute, die an den Fondsgesellschaften schaffen, aktiv schaffen, und die dazu beitragen, eine Surperformance zu realisieren. Der Tisch, die kriegen gesagt, der muss 8% von ihrem Fonds als Wertsteigerung haben, aber wenn der mehr kriegt, dann hat er ein Intérêt daran, den dann ernstes besteuert wird. Ja, wenn die Leute die Suen auf Lützeburg bringen, dann muss er das ganz am Anfang richtig in der Strach. Die spezialisierte Presse begrüßt dieses Regime. Der FT, Financial Times, die hat beschrieben, ein Fondsmanager, den von London auf Lützeburg kennt, aber wenn wir Front Office haben, der Tisch, die an der ersten Reihe sitzen, Fondsmanager, ja, da bringen die automatisch Geld auf Lützeburg und die bringen auch zusätzlich Arbeitsplätze auf Lützeburg.
die schaffen Arbeitsplätze. An einem Kontext, wo wir aber 6,2% Chômage am Land haben. Und da wird gesagt, hier ist eine Regierung, die möchte just etwas für die Dick. Die Damen und die Herren, in dieser Regierung als erstmalig der Mindestlohn steuerbefreit. Und ich setze mich dafür an, dass die weiterhin steuerbefreit bleibt. Es sind zuständig für Besteuerung, Herr Bartolomé. Den zweiten Punkt ist den, Geteilt von der schaffenden Leute geschwert. Ja, die Leute, die Surperformance realisieren, die schaffen. Ja, die sitzen nicht nur dort zu werden, dass die Buchs an die Blut geht, die schaffen. Ja, auch die anderen Leute am Land schaffen. Aber genau das, als ihr das Regierung will. Das Regierung will, die schaffen, Leute entlasten. Das ist das, was wir gemerkt haben, an dem wir die Steuertabelle und die Inflation angepasst haben. Und ihr wisst, dass proportionell am meisten davon die Klein- und Mittelverdiener davon profitieren. Und da will ich auch mal etwas sagen. Hey, ich verstehe das, ich respektiere das doch. Hey, wird gesagt, die Kleinverdiener, die bezahlen, die Dickverdiener, die bezahlen nicht. Ein dicke Verdiener, die Damen und die Herren, die bezielt über 45% Steuern auf all 100 €, die ihr mehr verdient. Auch das muss ich aber einmal deutlich sagen. Da kommt hier, Herr Klimmer, auf die Individualisierung. Man die heute Projekt, die Leute, jeder bewährt die, wie ihr wollt. Mir ist gesehen aber, dass an dem Projekt über die Individualisierung, besonders die schaffen mit, und ich behole nicht nach einmal, die schaffen mit, wird deutlich entlastet gehen. Also ein Koppel, die zu zwei schaffen geht, 60, 40 verdient, 125.000 € versteuerbart Akkommes wird, die bezielt, wann die Reform gestimmt ist, ab 2021 5.200 € Manner Steuern, das sind aber über 400 € netto den Monat. Da muss ihn aber matzig tun. Das heißt, schreibt sich also an ein Ökosystem, nämlich den, ja, das Regierung, die steht zur Kompetitivität. Ja, das Regierung, die steht zu einer Attraktivität von einer Finanzplatz. Wir machen das nicht als Selbstzweck, wir machen das, dass die Attraktivität, die wir zu Lützeburg schon, dass die zum Benefit ist, dass die Wirtschaft sich dreht, dass der Sozialstaat sich dreht, und dass wir vor allem die Sozialleistungen, die wir anbieten, und die kann ich aber wirklich nicht unterschätzen, dass wir die können weiterhin hochhalten. Und das ist das, was wir mit den zusätzlichen Resetten, die dieses Projekt ganz sicherlich werden schärfen, werden auch realisieren. Dafür, die Damen und Herren, kann ich verstehen, dass sie in der Teil unterschiedlich bewährt. Ich respektiere das, aber das ist ein Projekt, den as an der Linie, wat freie Regierung sich auf die Fände geschrieben haben, wat das Regierung umsetzt, das am Interesse von unserem Land und das auch am Interesse von der Schaffender mit. So nicht mehr.